Guten Morgen. Ik freue mich om vandaag hier met jullie te zijn. We willen schön met jullie Gott te loven en te prijzen. En ik zei dat ook als een groot verreich hier part van deze serie zijn. En dat Jacob zich dat treedt mij aan dat aan te trekken. En krijg je aan jullie woord voor het jaar aan te reden. En door op een thema te gaan. Ik word dat al een paar maanden trainen dat ik waarschijnlijk voor even wat reden. Even furcht. Even angst. En dat is een interessante uitdruk, wat ik dit jaar al 2-maal zijn aangekomen van verschillende steden. En die zegt is dit, hing ja alles wat we am leven doen, oder hing ja alles wat ons leven drijft, steht in eind van 2 Sachen. Entweder Angst oder Leid. Ik wil dat nog eenmaal zeggen, hing ja alles wat we in dit leven doen, hing ja alles wat ons drijft, steht in eind van 2 Sachen. Entweder Angst oder Leid. Sehr erfahren, als in ons Leben, glaube ich, Angst oder eine Furcht, was uns trieben wird. Ein paar Beispiele. Vielleicht wage ich wie ab und wir sagen, du hast noch so viel, was ich diese Werk soll fertig kriegen und das soll danach. Und dann fängt der Stress an abzuweichen, die Furcht an uns. Vielleicht sage ich selbst, ich soll nächsten Monat eine Tooling merken und ich habe das Geld nicht. Wo war das worden? Kommt die Furcht, die Angst für einen Teil. Vielleicht sage ich, ich bin noch 25 Jahre alt, ich kann noch nicht einen Partner gefunden, was wird mit meinem Leben passieren? Wo ich ganz allein bleiben? Und dann fängt eine Angst an. Vielleicht gucken wir als junge Eltern in der Welt an und wir sagen, was geht alles an? Was von der Zukunft verliert wirklich auf unsere Kinder? Und wir fangen an, so an Schwert zu merken, Sorgen zu merken. Vielleicht sind wir Lehrer in einem Geschäft, auf ernsten steht, und wir fangen an Zweifel zu haben, und fragen, habe ich was gebraucht, um das anzuleiten? Sind ich weiß genug, klug genug und so weiter. Du kommst diese Unsicherheit, die Furcht, die Angst. Vielleicht sage ich selbst wieder, ich bin auch nicht mal 20, sind mir noch immer Schmack genug. Vielleicht hat irgendwer für einen Titel an Kopfweihdau und du kommst die Frau, sind auf das Kopfweihdau, aber hast du eine schlimme Krankheit. Wir fangen an so ein Schwert zu merken. Angst zu haben. Vielleicht erst wäre ich, mir fehlt halb, aber was wollen Menschen denken, wenn ich wirklich mal von meinen Troubles rede und mir anfange abzumerken. Und jeder einer von uns, der glaube ich, kann ganz leicht an sein eigenes Leben denken und an eine Beispiel, wo wir eine Furcht leben oder Angst für haben. Wir leben in einer Zeit, wo das Wort Ansiedad viel durchgebracht wird. Und Anxiety. Und wo die Furcht, die Angst in uns Leben sogar bei dem Punkt kommt, wo wir körperlich schweiten, flattern und danach abweichen und wundern, als wir einen Herzschlag haben. Das kommt alles von Angst. Ich will von denen aber sagen, am Großen und Ganzen, Angst oder Furcht, die kommt nicht von Gott. Wenn wir gucken, 2. Timotheus 1, Vers 7, du liest, wie es steht. Will Gott ja uns nicht einen Geist, der uns furchtsam macht, aber den Geist von Leib und Kraft. So wie sein Furcht kommt nicht von Gott. Was von Gott kommt, ist Leib und Kraft. 1. Johannes 4,18 sagt es das. Wir brauchen uns nicht fürchten vor einem, der uns wirklich gut ist. So als heu, also Gott, uns rein gut ist, merkt alle Angst an uns erneuert. Und dann wieder, wer sich noch fürchten wird, an dem ist der Leib noch nicht tüßig geworden, weil es fürchten wird, einer sich verstraft. Als ich diesen Tag, das Werk frisch los, dann dachte ich an eine Geschichte, die ich selbst belebt, dass ich nicht jung war. Und ich weiß noch, meine Papa, der hat hängen auf dem Hof, rührende Verlet für eine Wasserie für die Bäume. Und der wird weggefahren und hat den Kaufhaus durchgelegen gelassen. Und ich in meinem jungen Kopf dachte, ich würde meinen Papa halten. Wenn der hat leicht gemerkt, dann würde ich das vielleicht auch halten, wenn ich noch ein paar Mal merken. Und so ich fange an mit dem Kaufhaus an jeden Ende zu kielen. Und das ging ja ganz schön, aber ich hier wird der PVC geknackt. Und das wurde ich schon von kritisch stritzen. Ich weiß noch, mir war keine Angst, wenn ich wusste, mir habe ich da abgemessen. Mein Dad hat stundenlang angeschafft, das 3 gemerkt für eine Wasserie, und ich habe das 2 gemerkt. Mein Dad war dann gerade nicht tüß, so ich ran an meine Mama. Sehr, was da passiert wird, und sie ging dann nur den Gas und
schrift den Kron tau. Ich weiß nicht woran, wenn meine Papa wird never nicht $1 oder strenger Führer. Nicht in der Hinsicht haben. Aber ich weiß, dass ich ging ab mein Haus und ich sah mir dol und ich lüde. Mir wird den ganzen Tag an eine Gründe gehen und ich lüde in Angst, dass meine Papa ist für Tränen Haus kommen. Und ich dachte, ich würde gut die Gründe kriegen und wahrscheinlich noch mit ein Verhängerung kriegen. Was mir interessant wäre, als meine Papa in ein Haus kam, ich weiß nicht, dass meine Mama erst mit denen geredet hat, aber die kam und sagt sich mir, sagt sich, du bezieht mich dol. Und dann sagt er, was ist geworden, Ruben? Und vertalte ich am dort, Raden, da leiten alles. Und ich stand und dann sagt er, weißt du was, das ist okay. Ich weiß, dass die Leute nicht mögt wollen, die hat nicht eine schlechte Aufsicht mit das. Kommst mit mir mit, da wollen wir Top fixen und dann haben wir das hängen ans. Kriegt an diesen falschen Tag und die Angst, die habe ich, wenn wir uns fürchten für eine Strophe. Ich sagte, gewisse Zeit lang in Lüde auf meinem Führer, wo ich komme, und ich sagte eine Angst für die Strophe, die kommen wird. Aber als ich seine Live feilt, die Vergebung, für was ich da auch hat getan, dann ändert das ganz weit mein Fall und auch gibt mir ein ganz anderes Bild von meinem Führer, wo das ganze Leben mit mir hat. Wir können sagen, dass im Großen und Ganzen es Angst, was schlechtet und was Negatives, was von den Feind kommt. Das ist ein bisschen Bereitschaft, was der Feind braucht, um uns zu halten. Wenn wir aber denken, was Angst wirklich tut, ist, der hält uns treu, die Person zu wollen und die Dinge zu tun, wo Gott uns gemerkt hat. Angst hält uns treu. Aber von der anderen Seite können wir sagen, dass Leben in einem jeden Teil, der bringt Heilung. Leben bringt Sicherheit, Mut und Kraft. So Angst hält uns treu, aber Leben, der merkt deren ab. Du hast dir selbst geteilt über eine Sorte Furcht, eine Sorte Angst, was die Bibel als positiv durchstellt. Und Krieg von dir war wie von der mit reden. Und dort ist Gottesforcht. So wir lesen in der ganzen Bibel immer weiter von Gott fürchten, von der Gottesforcht. Und der wird als was Gutes, als was Positives durchgestellt. Wenn wir mitgucken, zum Beispiel Sprüche Kapitel 9, Vers 10. Du liest, wie es steht, die Weisheit fängt an, wenn einer dem Herrn fürcht. Den Helden kennenlernen bringt Verständnis. Und so wie sein dort, wer will weise sein, wer will ein gutes Leben haben, der Umfang ist wie der Gottesfurcht, Gott zu fürchten. Sprüche 14, Vers 26 und 27, du liest, wie es steht. Wer dem Herrn fürcht, kann sich ab am verluten. Dort wird für seine Kinder auch ein Schutz sein. Und dann wieder dem Herrn fürchten als eine Lebensqual und der bewahrt einen Mann für die Tode schlägt. So hier sei wie, was Gottesfurcht ist. Ich will einmal ein kleines bisschen stoppen und checken, was Gottesfurcht nicht ist. Gott fürchten, das bedeutet nicht, dass wir nicht immer Angst haben, dass Gott uns strafen wird und dann sagen, wo eine Hänger stark, Hänger Job, der zu kriegen, dass Gott uns nicht fängen wird. Mir vertelten schätzt hier drei eine Person, dass sie werden so abgewaschen, man da beten Blitzen und Rimmeln, dass die Älteren sehen, nie wird Gott da sein. Und hoffentlich wird er uns nicht strafen. Dort ist nicht eine Gottesfurcht. Gott fürchten ist nicht, Gott nicht aus dem äußerlichen Führer sein, was kriegen und was wir tun, wie können wir Gott genug in seine Ehe sind. Dort ist nicht Gott fürchten, dort ist nicht Gottesfurcht. So wollen wir mal umdrehen und checken, was ist Gottesfurcht. Und ich würde euer wie wiedergehen sagen, dass die Leute, was wir von der noch gesungen haben, der wird, was die Leute haben, der bringt das als schon rein, was eine Gottesfurcht wirklich ist. So, wir können dummer anfangen, dass ist Gott anerkennen, dort ansehen, dort tauschen, wer er wirklich ist. So, das meint, dass wir sein Gott aus dem, was alles hat gemerkt, was wir sein können, auch sogar dort, was wir nicht sein können. Und dass wir sein haben aus dem, was dort noch wieder an seine Hänge hält, was die Dinge nur noch kontrollieren wird. Gott fürchten meint, dass wir am Ehren, dass wir am Hochheben und dass wir nur streben, am besser kennenzulernen. Gott fürchten meint, dass wir stehen tau, wir sein an, dass Gott weiß, was das Beste ist, dass Gott alles weiß
En dat wie du hier ook doen streven, zien wel en ons leven uit te leven. En hier is het ding, God fürchten, dat brengt wijsheid, dat brengt zekerheid en dat brengt ook een zegen in ons leven, ook een vrede. Ik stel me voor, hier zijn veel van deze smarts wat al zelfs ouderen zijn, wat de weten wat op mijn kinderen gaan. En ik merk die moed die bloos mijn klein aan dat aan te laten. Ik geloof, geen van ons als ouderen wenscht zich dat onze kinderen voor ons angst hebben. En den zijn dat we naar huis komen, wanneer dat hier, dat de garage daar opgaat, dat die naar de stoven aanrennen en daar uit een angst toemerken. Maar krijgen geen deel. Er zijn weinig dingen in dit leven wat zinnen vrijheid geven, als van einer aus dem Vor aan huis komt, er ook als een mama, en de kinderen komen al in het jaren gerand. En die vrijen zich te man zijn. En die pakken ons vielleicht ramme Beine an, oder die hupsen, dat wir entnehmen, dat wir kennen an so Arms nehmen, en dat wir dat feilen, dat das Kind fühlt sich bei mir sicher. Der freut sich, dass ich ram bin. Aber auch wenn ein Kind gerade wird, aller wird, dass wir weten, dass die Kinder frei mit uns reden, dass die kommen, die vertellen an Sachen, was in ihr Leben angeht. Ich glaube, das wird jeder paar Eltern sich von den Kindern wünschen, diese positive die Gemeinschaft zu haben. Der seltsche Zeit, glaube ich, rede ich für uns alle, wenn ich würde sagen, dass als Eltern, weil wir über auch kann, dass unsere Kinder uns ehren und uns respektieren. Das meint, dass sie uns anerkennen, dass wir die Eltern sind und dass sie ab uns horchen, wenn wir ihnen fragen, was zu tun, oder wenn wir ihnen warnen, was nicht zu tun, dass sie darauf achten und ab uns horchen. Und das geht hier nicht auf eine Weise bloß zum unsere Mache einzuheben und unseren Weg durchzuführen, aber das geht durchwehen, wenn es wie auch länger haben gelebt. Wenn es wie bei vielen Dingen auch eine deepere Ansicht haben als die Kinder, die erfahren sein, was sie noch nicht sein, und wenn wir einfach von den Horten das Beste für unsere eigenen Kinder wollen. Ich glaube, krieg so, als das mit Gott uns gegenüber. Und so Gott fürchten, das ist das, wir sein dort an, wir anerkennen was der Gott über alles. Was das Beste weiß und was eine deepere Ansicht hat. Wir sein aus wem was hecher ist, was würdig ist, dass wir am ehren. Und wir gehen darauf in der Sicherheit, dass heute das Beste für uns einen Sinn hat. Und dass wir frei können, nur sein Willen für uns Leben streben, trachten. Und uns Leben einfach an seine Hände geben und weiten, dass heute uns Wort gut leiden. All das Gott fürchten. Aber das kommt aus einem Leib, für was Gott für uns tut, nicht aus einer Angst, für was der vielleicht zu uns tun wird. Wir können hier auch sagen, dass Gottesfurcht kommt in uns Leben nicht von selbst. Wenn wir nicht regelmäßig immer wieder ans Denken halten, wer Gott ist, und ich glaube, dass wir, indem wir vor ihm kommen, am Loben und am Preisen, und einfach anerkennen, wer er ist. Wenn wir das nicht tun, dann stehen wir an der Gefahr, dass wir auf einmal bei einem Punkt kommen, wo wir selbst glauben, dass wir Gott sind. Nicht an den Sinn, dass wir in Gott sind, was andere Menschen anzubeten haben, aber an den Sinn, dass auf einmal fallen wir so, dass wir selbst weiten das Beste. Dass wir selbst können Gott vorwärts. Wir können das Gott aus uns selbst tun, aus unserer eigenen Kraft. Aber hier ist das Ding. Wirklich an uns Horten weiten jeder einer von uns Menschen dort, dass unsere eigene Klugheit, unsere eigene Weisheit, unsere eigene Kraft und sogar unsere eigene Rektum, der regt nicht zu, mal alle Dinge anzugehen, was das Leben noch anschmiert. Und dort, wo die Angst anfängt abzuweiten. Wenn wir uns selbst proben, aber dann selbst in Zeit gut weiten, dass wir bloß uns selbst nicht kennen. Aber das ist auch umgedreht. Wo wir anerkennen, dass Gott das letzte Wort hat, dass er alles in seine Hände hält, auch uns in das Leben, und wir mit der Sicherheit gehen, mit der Gottesfurcht, dann do wir uns port, aber dann selbst in Zeit leben wir in einem tiefen Frieden. Und hier ist das Ding, Gottesfurcht, die trifft andere Furchten ans Leben weg. Ich werde noch einmal sagen, Gottesfurcht, die trifft andere Furcht in uns Leben rein. Wir haben in der Bibel ein gutes Beispiel von wo Gottesfurcht ist. Und das ist ein König David sein Leben.
Nu, wir weten, dass David wird kein fehlerloser Mensch. Aber durch sein Leben wird er immer wieder eine Person, die nur Gott sein Weich sagt. Was nur Gott sein Willen für sein Leben sagt und Gott anerkennt, für wer er wird. Wir haben ein sehr, sehr schönes Beispiel in Psalm 139, Versen 23 und 24. Hier bet David zu Gott und er sagt es dort. Ich werde einmal lesen. Gott, sei mal, wer mit mir steht. Und ja sieg mein Hort. Prüf mich uit und sei, wer ich das mein. Und sei einmal, ob ich ab dem bösen Weg sehe und leid mich ab den ewigen Weg. Sie als Menschen, wenn wir darüber denken, haben wir immer eine Angst an uns, dass Menschen auf einmal wollen sein, dass wir uns Leben nicht ganz in Ordnung haben. Und wir probieren immer das Beste durchzustellen. Ich kann mir das wählen, hier ein Beispiel von meinen Freunden zu bringen. Aber ich weiß, dass wenn sie schwinscheteitig in der Kirche stehen haben, und du Jas kommen, dann kommt für das erste ein bisschen Angst an. Was wollen Menschen denken, dass die Kirche nicht schmackblinkrig Plätzen drin ist, nicht? Ich glaube, die meisten von uns tun das. Wenn du Jas kommst, wir riemen die erste Stufen, sagen schmack ab, und hoffen sie, dass die nicht wollen in eine Prellstufen angehen, wo wir viele Dinge hast dich angeriemt haben. Wir wollen das Beste durchstellen. Das ist hier, wie wir uns leben. Wir wiesen für die Menschen das ganz Beste von uns und hoffen, dass die das nicht wollen anwollen, dass wir nochmal so würdig können sein. Dass die das nicht wollen anwollen, weil wir uns über Dinge können schwer merken und uns da über grämen. Aber was wir hier sehen von David, das kriegt das Gegenteil. Wir sehen nicht, dass er mit einer Angst vor Gott kämpft und versucht, die Dinge zu verstärken. Aber wir sehen hier einen Mensch, der mit Sicherheit vor Gott kämpft. Und sein Hort einfach aufmerkt, wenn es weiß, dass Gott der Beste für ihn will. Und so heißt es, wenn ihr Sieg, mein Hort. Der englische Übersetzung redet von Search Me. Und die Bedeutung ist einfach, dass ich groove deipe, groove deip, und so was wirklich eine Deipste von mein Hort ist. Was trifft mich in mein Leben? Sie Gott selbst, der kennt uns besser, als was wir uns selbst kennen. Ich glaube, das ist die Prediger Ed Young, kriegt von diesem Ausdruck und ja Sieg, mein Hortschrift. Er sagt, dass wie können sie zu Gott kommen und sagen, und ja Sieg, mich Gott, groove deip an mich in einen Tag, was mich treu hält. Wies mir die Gelegenheiten, wo ich an mein Glauben wachsen kann, damit ich an jeden Teil von meinem Leben bleiben kann, wiederkommen. Merk meine Augen ab, dass ich sein kann, wenn ich irgendwo hechel, Herr, schien dein Licht auf jeden Teil von meinem Leben, wo ich deine Wahrheit noch nicht angenommen habe. Offenbar in jeden Teil von meinem Hort, mein Denken, in meine Säule, wo ich dir noch nicht alles durchgegeben habe, und halt mich an das durch die anderen. So, wenn David hier bet und ja sieg mein Hort, dann sei wie ein Mensch, was da oben ist, was sich sicher an Gott fällt, aber was selbst hier auch ein Verlangen hat, an sein Leben wiederzukommen und zu wachsen. Wieder bet, prüf mich uit. In der englischen Übersetzung redet von test me. Mich mal testen. Das ist sehr leicht, wenn alles im Leben fein uitkommt. Der Teil kriegt so uitkommen, als wir uns die geplant hatten, Sachen kommen fein vorwärts, dann auch unsere Beste sie dort zu wiesen. Aber das Ganze ist, wenn wir eine schlechte Nacht gehabt haben, in einen überdrachten Tag bei der Arbeit, in ein Haus kommen die Kinder sich zu holen haben und dann nach Leuten schrien. Dann auf einmal testet dort, was wirklich an uns Wort ist. Und so verschiedenste andere Sachen, die wir im Leben vielleicht überfängen. Und David sagt Friede Gott, test mich. Was wir sein, was wirklich an mein Hort ist, damit dort wir mal das schaffen können. Dann wieder sagt er, ab was von ich gehe, wo ich stehe. Sie als Menschen können wir uns einmal selbst anfangen fertig und das sogar glauben. Wir können Sinn in uns Leben anfangen, unterzugrufen, zu verstärken und selbst denken, dass er nicht du ist. Und David betet hier aber ganz Friede Gott und er sagt, wies mich, wenn ich irgendwo ab dem rechten Weg sein. Und dann schlitt er mit und sagt, leid mich ab den ewigen Weg. Und so merkt sich dafür ab, dass Gott am leiden kann, dass Gott sein Willen und sein Leben kann passieren. Von der Seite der Welt fährt unter uns, horch nur den Hort. Der dort
wat die aan is. Waar einfach die, wat die gemerkt bist. En aber hier ist das Ding, dass Menschen hart für sich allein als ein selbstsicher hart. Und wenn wir bloß auf uns in das hart horchen, dann sure war das nicht ein so guter Weg sein, was der vor uns ist. Ich rede 2 Wochen 3 mit einem Freund. Wir reden bei über das und dann sagt er, ich wundere noch mal, wo ich würde sein, wenn das nicht wegen Gott wird. Er sagt, wenn das seit mir kann, ich bin eine Person, die leicht ernst was tun wird, was das hier in ihrer Sohn gibt. Und ich bin aber so dankbar für Gott seine Gnade in meinem Leben, dass er mich hilft, bei dem Punkt gebracht wird von der und so. Noch einmal kriegt das Prediger, Jung, er sagt es das. Wenn wir bloß das Verlangen von uns Horten nur gehen als ein Mensch, dann sind wir fähig, schrecklich düstere Dinge in das Leben zu tun. Aber dann dreht er das um und dann sagt er, aber wir haben auch die Fähigkeit, zum wunderbare, große, gute Dinge zu tun, wenn Jesus da ist, wo in uns Hort kommt und uns leiden wird. Und so die Frau ist, von wem wir uns leiden? Bloß von uns in das Hort, oder von Gott sein Jesus, der uns leiden wird. Und so nochmal, wenn wir an das Thema und das Wort Gottesforcht denken, dann sehen wir hier in David ein gutes Beispiel von was Gottesforcht ist. So er kommt vor Gott nicht mit Angst, aber mit einer Sicherheit. Es ist ein Kind, das bei der Mama oder dem Papa an den Armstrand und abgeschaut hat. Das ist mit der Sicherheit, mit was David hier vor Gott kommt. Aber zu der selben Zeit sehen wir auch, dass er Gott irrt. Dass er nur seinen Willen strebt. Und dass er dort anerkennt, dass Gott durch die Beste wird. In sein Leben einfach ganz an Gott seine Hänge leicht. So ich will jeden einen von den Frauen, wo stehst du? Wo bist du nicht gut an deinem Leben? Vielleicht sind hier Personen oder Menschen über Livestream, die kicken. Vielleicht bist du jemand, was Gott noch never dein Leben überlebt hast. Dass du jetzt einfach deinen einen Weg durch das Leben, jetzt mit deiner einen Kraft, und in seltenen Zeit, falls du überladig und du fällst eine große Furcht für die Zukunft. Wenn das dein Fall ist, dann will ich dir sagen, dass das kann in einem Augenblick ändern. Du brauchst einfach bloß vor Gott kommen und in deine eine wird sein, Gott, Vater, ich anerkenne, dass du Gott bist, was alles gemerkt hast und was von dir und auch alles an deine Hänge hast. Ich anerkenne, dass du alles weißt und dass du das Beste auch für mein Leben ein Ziel hast. Und wir können einfach fragen, kannst du mich vergeben, wo ich meine Ihnen Weg gegangen bin. Wo ich gedacht habe, dass ich selbst durch das Beste weiß. Gott, ich gebrauche dich vor, ich gebe dir mein Leben und mach deinen Willen an mein Leben passieren. Wo wir an diesem Weg von den Horten vor Gott kommen, du wollen Dinge in uns Leben ändern. Und wir wollen einen tiefen Frieden haben in ein Leben, das wir uns nicht mal vorstellen können. Auf wunderbare Wege, wo Gott leiden wird. Vielleicht sind hier von der noch Personen, die gehen mit Gott durch im Leben. Wir haben uns Leben überlebt. Aber wenn jemand das so jetzt als von mir, dann komme ich noch mal in Tiden an, wo ich auf einmal zweifle, weiß Gott wirklich, was der Beste für mich ist. Und das ist das mitfahren, und ich den auf einmal nur anfangen, Rot zu geben, wo wir fahren sollen. Er sogar anfangen, bei Eva zu rutschen und das Stimmen war er selbst drauf zu holen. Ich glaube, eure Leute kommen wir alle in diese Tiden in uns Leben an. Und dann lebe ich einmal mit unserer einen Kraft, was wir schon selbst eine eigene angejagt haben. Wenn das nicht gut dein Fall ist, lade ich dir gern. Einfach zu sagen, Vater, ich stehe da, dass ich nicht gut stelle, ab meine eine Kraft gehe, dass ich selbst das Stier festzuhalten. Ich stehe da über Tau, dass ich mich selbst kann ich nicht. Und ich brauche dich in deine Kraft. Kannst du mich halten und mach deinen Willen an mein Leben tun wollen. Ich will mit diesem Satz von dir entschließen und mit diesem Wort einen Weg entscheiden, dass jeder denken kann. Ein Leben ohne Gott ist ein Leben,
vol van Furcht. Ob ein Leben mit Gottesfurcht ist ein Leben ohne Furcht. Ich wollte noch einmal sagen, ein Leben ohne Gottesfurcht ist ein Leben voll Furcht. Ob ein Leben mit Gottesfurcht ist ein Leben ohne Furcht. Vater, wir danken dir von dir nochmal, dass wir die dürfen in uns Leben haben. Ein himmlischen Vater, der uns live hat, und der alles in seine Hände hat, der Dinge kontrolliert, dass wenn uns Sachen für schwierig lauten, dass du kriegst, weißt, was du das. Ich danke dir von dir und ich bete für jede Person, die hier ist. Ich was tauhorcht, du setzt uns ans Hort, du weißt kriegst, wo wir für Angst haben, was verfürchten wir in uns Leben drehen. Und du wirst uns über deinen deuten Frieden geben, in ein volles Leben. Und ich bete, machst du in jeden einen von uns treffen, wo wir sind, und uns dort geben, wo uns fehlt. Vater, ich danke dir von dir und auch ganz besonders für Lebenswasserkirche, für was sie an dieser Gegend und auch weltweit in der plottische Welt von sehen sind. Und ich bete bloß für die Lehrerschaft, für die verschiedensten Teams, für alle Personen, die dir sind, machst du wieder leiden und auch wieder sehen, dass du all hast. In Jesus' Namen Danksagung. Amen.